Lang gouf tro geschafft fir och in Lützeburg eng E-Sports-Föderation ze grënnen. Wir sind am Sommer op Koplecht gefahren, hunn eisen Charity-Stream ugeguckt, fir bisse méi iwwer die Lützeburg Gaming-Szene gewuert ze ginn. Genau, ich bin der Founder von der E-Sport-Organisation Teams League. Wir existieren seit Dezember 2018. Wir waren auch eine von den ersten richtigen E-Sport-Organisationen, die sich wirklich auf die Spieler fokussieren und nicht auf Events oder Organisation von weiteren Sachen, was mit Gaming auch Relation ist. Heute Lützeburg Schwarz macht nicht wirklich von richtigen professionellen Spielern. Wir sind echt so mal Amateure, verglichen mit dem Ausland. Du wennst das ganz noch nicht so professionell wie im Ausland, wo mit großen Kontrakten geschafft getrennt wird. Heute Lützeburg ist wirklich nicht mehr mit kleinen Kontrakten. Wir als Spieler kriegen am Normalfall auch einen Trainingsplan, an dem sie mit der Equipe, zum Beispiel League of Legends, also eine Equipe von 5 Leuten, 5 Spieler, die kriegen dann einen Trainingsplan von uns, wo sie sich so 3-mal in der Woche treffen. An Oves da wären 2-3 Stunden zusammen trainieren und eben sich individuell und auch als Team können verstärken. DLSF am Juni 2020 gegrünnt an hun sie ze Summe gegrünnt mat der gréster Amateur E-Sports-Organisation hier am Land a mehr als die gréste professionelle E-Sports-Organisation hier am Land. Also Lützeburg ass den E-Sports nach weit han aner Länner. Et ginn all die nordisch Länner, wo den E-Sports bei weitem méi entwickelt ass. An seg Föderatioun ass halt wichtech fir den Drogerpolitik ze machen. Well am Moment et steet zwer am Koalitionsofkommen steet dran, dats den E-Sport soll en Thema sinn, méi dats nach neich geschitt. An noch op all Bréwer, de er geschékt hunn, krut man nachmmer keng Reaktionun vum Minister. Also mehr als Föderation als LESF sind der Meinung, dass E-Sport ein richtig Sport ist. Und da gibt es noch Etüden darüber. Die Schule Köln, die hat auch Etüden an dem Bereich gemacht und die sind zum Schluss gekommen, dass es definitiv ein Sport ist. Wenn E-Sports als Sport anerkannt wäre hier in Lützeburg, dann gibt es natürlich auch helfen, Strukturen aufzubauen, die den einzelnen Spieler helfen, dann auch den einzelnen Spieler eine Vue geben, eine Perspektive geben, wie er sich an den E-Sports ranentwickeln kann. Wir sind präsent auf all den grossen Social-Media-Plattformen, einfach LESF, _LU oder .lu sichern. Beitreten kann ich, das ist auch ganz einfach auf lesf.lu. Da steht groß Become a Member, das ist gratis. Und für die Zukunft ist natürlich auch geplant, dass ihr 4 Dealer habt. Da sind wir Gespräche mit Partnern, 4 halt dann zusammen mit Partnern auch als Member 4 Dealer zu assurieren.